Moin und von harten Willkommen zu meinem Podcast Typisch Ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Klostermoor im Landkreis Leer. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und 10 Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album Sangen und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattdütsch und Pingelsülpke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe. Wir Protentischen in Oko Platt und es gibt immer einen Ausflugstipp für Ostfriesland. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir viel Plaisir mit dieser Folge. So, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Silvi Gümann. Moin Silvi. Moin, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Du bist ja irgendwie im Moment, wie sag ich mal, könnte man den Eindruck haben, dass du sehr prominent werden könntest, aber bevor ich dich damit jetzt verschrecke, Hilfe. kommen wir mal ganz kurz auf das aktuellste Ereignis zu sprechen. Du warst jetzt gerade in der NDR-Talkshow letzten Freitag und steckst so mitten in den 20ern und ich habe mich gefragt, ob du wohl die jüngste Ostfriesin bist, die jemals in einer NDR-Talkshow war. Hast du da eine Ahnung, ob das vielleicht so ist? Oh, da fragst du mich jetzt was. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ja, und ne? ich glaube, dass die tatsächlich ihre Berechtigung hat. Wobei ich glaube, dass es auch Poetry Slammerinnen gegeben hat, die auch so mein Altersspektrum haben müssen, die vielleicht auch schon in der Sendung gewesen sind. Das gab es bestimmt, aber ob die aus Ostfriesland kamen, frage ich mich jetzt. Also Ich glaube, ist ja egal. Wir können das ja mal so im Raum stehen lassen. ja. Und finde ich jetzt gerade ganz spannend, dass du mit dieser Frage noch nicht konfrontiert worden Nee, bist. ich habe mich auf jeden Fall Wahrscheinlich. sehr jung in diese Runde eingereiht, glaube ich. Ja, aber du hast dich da echt, also sowas von souverän da eingegliedert in diese Runde. Also man hätte denken können, dass du das schon ziemlich oft gemacht hast. Also du hast echt eine ganz tolle Figur gemacht da, finde ich. Vielen Dank für die Blumen. Das geht natürlich runter wie Öl, aber ganz so souverän, wie es sich, glaube ich, ansehen lassen hat, habe ich mich auf jeden Fall nicht gefühlt. Das war total aufregend für mich. Das glaube ich dir. Das geht mir übrigens auch so, wenn ich auf die Bühne gehe. Dann wirkt das von außen immer irgendwie so cool, aber innerlich denke ich so, boah, ey, wo ist die nächste Grube, in die ich reinfallen könnte? Wirklich. So. Ja, man schaltet so auf so einen Autopiloten, ne? Also das habe ich ganz krass daran gemerkt, dass ich im Nachhinein irgendwie gar nicht mehr so viel wusste von dem, was während der Sendung passiert ist. Also da merkt man ja auch mal, was für einen Funktionsmodus man da umschaltet. Allerdings, und was Aufregung auch mit einem macht, ne? Total. Hat sich seitdem was für dich verändert? Also ich stehe immer noch auf und ich trinke immer noch meine Kanne Tee morgens. Das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat und was man zumindest diese Woche merken kann, dass da irgendwie so Aufmerksamkeit in der Luft rumschwirrt. Also ich hatte da eine Anfrage von der Hamburger Morgenpost oder war jetzt heute mit der Schleswig-Holsteinischen Zeitung unterwegs. Man merkt einfach, dass da nochmal mehr Interesse irgendwie da ist und es haben ganz viele Leute beim NDR angerufen und wollten irgendwie meinen Text kaufen. Das fand ich ganz absurd. Da habe ich gar nicht mit gerechnet und haben dann gefragt, ob die nicht irgendwie eine Nummer hätten oder Kontaktstellen, wo man das dann kriegen könnte oder wo der Vertrieb sei. Und damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Also das hat mich total überrumpelt und kalt erwischt und natürlich gefreut. Aber ja, das hat sich auf jeden Fall so ein bisschen verändert gefühlt. Ja, der Text von Heimat, ne? Von deinem Slam, genau. Ja. Genau, da wollte ich dich ja auch darum bitten, dass du das heute als Abschluss dieses Interviews vielleicht nochmal zitierst, wenn du möchtest. Ja, Da würde ich gerne. mich sehr drüber freuen, ja. Klar. Genau. Dieser Podcast heißt ja typisch Ostfriesisch mit Fragezeichen und das ist auch der Grund, warum du dabei bist jetzt hier heute und ich fand das sehr amüsant, also wirklich ein bisschen amüsant, wie während deines Interviews im Hintergrund die typischsten Ostfriesland-Bilder als Slideshow liefen. Ich weiß nicht, hast du das im Nachgang wahrgenommen oder selber
aber auch wahrgenommen in dem Moment? In dem Moment sieht man das ja gar nicht, was im Hintergrund läuft, sondern ich habe ja einfach nur gesprochen und das wird für den Zuschauer eingeblendet. Ich saß ganz normal ja weiter in dieser Runde. Und eigentlich ist es ja so, dass die Poetry Slammer oder KünstlerInnen aufstehen und dann so eine kleine Bühne haben. Aber aufgrund von Pandemie und Corona-Regeln geht das halt nicht. Deshalb bin ich sitzen geblieben und diese Bilder liefen dann als Slideshow, genau. Ganz witzig fand ich auch diese Teezeremonie. Ja, ich glaube, so wild war es noch nie. Was meinst du mit so wild war es noch nie? Ja. Hast du das noch nie so wild angeleitet oder wie meinst du das? Ich glaube, so wilde SchülerInnen hatte ich noch nie. Es lief ja alles kreuz und quer. War ja noch gar nicht angefangen. Da hatte irgendwie Barbara schon den Löffel in der Tasse, Wotan hielt ihn fest umklammert und wusste nicht, wohin damit. Irgendjemand anders hat den Tee eingeschenkt, ohne dass der Kandis drin war oder der Klunche, wie wir eben auch sagen. Also es ging drunter und drüber. Ich wusste gar nicht, mit wem ich zuerst schimpfen sollte. Ja, das hast du aber auch echt gut gemacht. Ja, da kommt dann die alte 80-jährige Ostfriesin aus mir heraus. Die sagt so aber nicht. Genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Hast du das tatsächlich genau so in deiner Heimat, also zu Hause bei dir oder bei Familienmitgliedern erlebt, dass das also tatsächlich genauso durchgeführt wurde, wie du das dann da jetzt auch weitergegeben hast? Ja, da sind wir ja direkt bei meinen Wurzeln. Meine Mutter ist ja Schwäbin und mein Vater eben Ostfriese. Und deshalb ist das bei uns alles gar nicht so genau eingehalten worden. Also bei meinem Vater natürlich, auch wenn man da auf Familienfeiern war, da war das schon so, dass man eben die Teetit hatte, ne? So wie sich das eben gehört, mit Romlöpel und einem Pipapo. Aber mit diesen Regeln, beispielsweise mit dem Löffel oder so, da wurde jetzt nicht so vehement drauf geachtet. Und dann hatte ich während meiner Zeit bei der ZGO, also ich habe ja ein Zeitungsvolontariat gemacht in Ostfriesland, einen Termin mit der ostfriesischen Landschaft. Und es könnte wohl keine erhabenere und älter eingesessene Institution geben als eben diese ostfriesische Landschaft, die ja für Kultur und alles zuständig ist auch. Und dann war das ein Pressetermin und ich habe einfach meinen Löffel nicht in die Tasse gelegt und mir wurde nachgeschenkt. Und mir wurde nachgeschenkt und mir wurde nachgeschenkt. Und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich muss leider aufstehen und ich muss zur Toilette. Ich war auch die Einzige. Ich habe mich schon gefragt, was passiert hier eigentlich die ganze Zeit. Da hätte ich mir echt fast in die Hose gemacht. Und dann war ich zurück in der Redaktion und dann sagte halt auch nur meine Kollegin zu mir, ja Silvi, hast du denn den Löffel nicht in die Tasse gelegt? Und ich dachte so, was? Wo sind wir denn jetzt hier? Aber deshalb hatte ich eine gute Basis auch für mein erstes Buch, den Fettnäpfchenführer Ostfriesland. Ich habe alles mitgenommen. Ja, genau. Da bin ich auch gerade dabei, den zu lesen. Den habe ich noch nicht durch, aber der ist auch sehr, sehr interessant zu lesen, auf jeden Fall. Ach, genau. Toll, das freut mich. Da will ich auch nachher noch was zu fragen. Gerne. Das ist witzig mit dieser Teezeremonie. Also meine Eltern, die sind schon älter, die sind also beide 88 oder werden 88 dieses Jahr. Und ich bin tatsächlich auch wirklich mit Tee aufgewachsen. Also 2- bis 3-mal täglich wird bei uns zu Hause dann eben auch wirklich, genau, diese Teezeremonie tatsächlich durchgeführt. Und meine Eltern amüsieren sich dann manchmal so ein bisschen über diese sehr übertriebene Darstellung der Zeremonie in der Öffentlichkeit. Ne? Zum Beispiel, dass man die Sahne gegen den Uhrzeigersinn reinfließen lassen muss. Also da sagt Mama auch, also das ist ja, ne, das hat sie so jetzt auch nicht gelernt. Also da gibt es schon Unterschiede. Der eine macht so, der andere so. Klar. Aber das ist dann irgendwann mal so festgelegt worden, dass es diese Zeremonie gibt. Ne? Ja, der Alltag, der unterscheidet sich natürlich von dem, wie offiziell diese Teezeremonie durchgeführt wird. Aber andererseits finde ich es auch ganz schön, weil nicht umsonst ist die immaterielles Weltkulturerbe geworden. Und dann finde ich schon schön, wenn man in der Öffentlichkeit auch zeigt, welche Regeln es geben kann. Ob die jetzt zu Hause immer so durchgeführt werden, sei mal so dahingestellt. Ich meine, ich lege zum Beispiel auch nicht meinen Löffel in die Tasse zu Hause oder ich rühre um. Das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen und jetzt ja, bin ich all auch. meine Jobs los. Zumindest in Ostfriesland, aber ich rühre halt um. Also ich trinke den nicht so schichtweise. Das klingt doch auch so schön. Ich finde das so schön. Also wenn ich nicht so umrühren würde, ich finde das sehr beruhigend. Ja, dieses Geklöter von dem Klunche in der Tasse und ich mag das einfach gerne. Und, ja, das verstehe ich sehr gut. Ohne Umrühren hat man das doch gar nicht. Nee, finde ich auch viel zu schade. Hast du recht. Ja. Wir haben bei uns zu Hause übrigens, das muss ich mal eben erzählen, wir haben übrigens keinen Klunche-Knieper. Also es gibt ja so eine Zange, ne? Ja. Womit man den Klunche greifen kann, sondern wir haben einen Klunche-Grieper. Und das ist scheinbar aber auch sehr einmalig. Das war wohl mal, ich habe meine Eltern gefragt, woher
dieses Teil eigentlich kommt. Und ich bin mit diesem Ding aufgewachsen und der funktioniert wirklich immer noch. Also der ist schon sehr, sehr alt und das war mal irgendein Werbegeschenk von irgendeiner Firma. Den kann man leider nicht mehr kaufen, aber das ist ein total cooles Teil. Das ist also so ein Metallstab und da ist oben ein Griff und da kann man so ein bisschen drunter greifen und dann auf diesen Griff draufdrücken und dann öffnet sich unten wie bei so einem Kran, öffnen sich drei Zinken und dann geht man damit in diesen Klonchen-Pot und holt sich den Klonchen raus und dann baggert man den da richtig Das raus. ist ja mal was. Das heißt, bei euch zu Hause ist das noch richtig Arbeit. Ja, genau. Aber es macht so einen Spaß. Also alle kloppen sich immer drum, wer die Klonchens rausholen Das darf, kann ich mir vorstellen. weil das ist ja echt Spaß cool. macht mit diesem Teil. Und gerade fällt mir ein, ich glaube, ich werde bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich da bin, mal so ein kleines Video von diesem Klonchen-Grieper machen. Das ist bestimmt auch witzig. Ja, gerne. Also das habe ich auch noch nie gehört. Ich kenn nur den Knieper, nicht den Grieper. Ja, genau. Jetzt muss ich gestehen, möchte ich, glaube ich, doch erstmal mit der Frage nach deinem Fettnäpfchenführer das doch vorziehen, weil Kein Problem, gern. ich finde das total spannend, was du da alles schreibst. Und was mich jetzt persönlich interessiert ist, wie hast denn du das recherchiert? Woher hast du diese ganzen Informationen? Teils, teils. Also es war ja so, ich war ja damals 23 und als mich der Literaturagent angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, das Buch zu schreiben, und da war ich so mit 23, wie soll ich denn jetzt ein Buch schreiben? Keine Ahnung. Hab's aber versucht, also musste dann eine Themenliste und Probekapitel einreichen und habe dann glücklicherweise den Zuschlag bekommen. Habe mir dann aber im Vorfeld natürlich schon die so grobe Themenliste überlegen müssen, worüber ich vorhabe zu schreiben. Und das fiel mir dann tatsächlich gar nicht so schwer, weil eben meine Mutter aus Süddeutschland kommt, die kommt von der Schwäbischen Alb. Am Küchentisch habe ich mir Zeit meines Lebens anhören müssen, was meine Mutter alles sonderbar findet oder merkwürdig an den Ostfriesen, was mir sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wäre. Weil ich ja eben selbst auch Ostfriesin bin oder mich auch als Ostfriesin fühle. Und wenn ich dann da eben gesessen habe, dann dachte ich immer, nee, also Mama, du spinnst. Und die war immer, nee, ihr spinnt alle. Und daher habe ich, glaube ich, schon so eine andere Perspektive auf Ostfriesland bekommen. Das zum einen. Und dann habe ich ja eben dieses Zeitungsvolontariat gemacht. Ne? Und das waren dann wirklich 2 Jahre, in denen ich über den letzten Acker gebrettert bin in Ostfriesland, also von Aurich, Emden, Norden, Leer. Ich habe da irgendwie alles abgegrast und auch unheimlich viel gelernt und unheimlich viele Institutionen kennengelernt und hatte dadurch natürlich auch schon viele Recherchepunkte. Alles wusste ich natürlich nicht aus dem Stegreif. Da habe ich natürlich Sachen nachgeschlagen, mir Bücher gekauft, mich eingelesen und rumgefragt oder vielleicht auch mit den richtigen Leuten gesprochen, mit den richtigen Institutionen, eben auch mit der ostfriesischen Landschaft. Und so kam das dann. Genau. Ja, witzig, sehr, sehr, sehr interessant. Ich lerne selber eine Menge, auch nochmal als Ostfriesin, indem ich dein Buch lese. Also das vieles, freut mich. Ja, genau. Also vieles ist mir natürlich schon bekannt. An vieles erinnert man sich dann auch einfach wieder, weil man es einfach auch nicht immer so präsent hat. Aber das macht natürlich jetzt Sinn, ne? Deine Mutter als Schwäbin hatte dann sozusagen, ihr hattet dann die Außensicht auf Ostfriesland drauf, sozusagen mit im Haus. Und das ist dann ja doch was anderes. Und klar, dann fängt man natürlich auch an, über so gewisse Gepflogenheiten sich auch zu unterhalten und sich dann dieser auch bewusst zu werden, ne? Total. Und das ist eben was, worüber ich mich letztens mit Jan Brandt, der ist ja nun mal auch Autor, unterhalten hatte. Mit dem habe ich auch meine Lesung im Juni im Zollhaus. Und genau, die nachgeholt wird, ne? Das sollte ja eigentlich im April sein und ist dann ausgefallen wegen Krankheit, genau. Ja, leider Gottes. Aber wir holen sie ja zum Glück nach und das Ende Juni. Und deshalb hatte ich dann mit ihm telefoniert und dann sagte er, dass er das ganz erstaunlich fand und dass das total viel erklärt eben, dass man diese Außenperspektive hat, die den Blick auf Ostfriesland vielleicht auch nochmal schärft, ne? Weil ich dann auch nochmal mit anderen Wurzeln aufgewachsen bin. Ja, genau. Ja, das ist echt interessant. Die Hauptfigur in deinem Fettnäpfchenführer, ist das praktisch so eine Mischung aus deiner Mama und dir? Ich glaube, das kann man sich schon so ein bisschen vorstellen. Also ja, schon so diese Empörung oder was heißt Empörung, aber dieses Wundern einfach über die Geflogenheiten, das mit Sicherheit von meiner Mutter fiel. Und auch manche Themen, zum Beispiel das mit dem Fahrradfahren, hat sie nie verstanden in Ostfriesland. Sie findet, mit dem blöden Wind, das ergibt für sie einfach gar keinen Sinn, dass das so ein Volkssport ist bei uns. Oder ja, zum Beispiel auch mit dem Essen oder mit dem Tee. Für mich trinkt sie immer extra aus einer Tasse, weil sie weiß, dass ich das so gerne
gerne mag. Sie trinkt aber eigentlich den Tee aus dem Kaffeebecher. Und den holt sie dann Ah, immer ganz verschämt raus und guckt mich dann an und dann sage ich, na gut, dann darfst du heute aus dem Becher trinken. Aber so, das kommt natürlich schon alles so ein bisschen von meiner Mutter. Und den Hang zum Fettnäpfchen, ja, also den kann ich auf jeden Fall nicht leugnen. Da ist mir schon zu viel Quatsch passiert. ja, davon spricht dein Buch Die junge Frau und das Meer ja auch Bände. Das Ja, das kann man leider nicht mehr leugnen, spätestens seitdem ich das jetzt veröffentlicht habe, dass ich da irgendwie so eine Tendenz hin habe. ja, sehr schön. Genau, du warst ja eigentlich in der NDR Talkshow, weil du dieses Buch veröffentlicht hast. Jetzt wurde verhältnismäßig wenig über das Buch gesprochen, außer dass dir die Frage gestellt wurde, wie du darauf gekommen warst, das zu schreiben. Vielleicht kannst du mal kurz, ja, was du erzählen magst, also so einen kleinen Überblick verschaffen, worum geht es in diesem Buch? Die junge Frau und das Meer. Ja, ich würde sagen, zusammengefasst geht es eigentlich darum, eine ostfriesische Herkunftsgeschichte zu erzählen. Also ich erzähle von meiner Kindheit und meiner Jugend in Ostfriesland. Das ist also vielleicht nicht nur meine Biografie, sondern eine Biografie Ostfrieslands, weil ich glaube, dass sich damit viele identifizieren können. Und Mhm. gleichzeitig ist Wasser auch das treibende Element in diesem Buch. Also das wird als Metapher auch für vieles verwendet. Ich werde beispielsweise darin erzählen, wie ich durch meine Seepferdchenprüfung Mhm. kolossal und fatal durchgefallen bin, was wohl kaum jemand so geschafft hat. Und greife das als Nebenstrang dann auf in diesem Buch, um vielleicht so dieses Schwimmen lernen auch als etwas Metaphorisches zu betrachten fürs Leben, weil wir ganz viele Sachen einfach lernen müssen und eben auch mit Misserfolgen umzugehen oder mit anderen Herausforderungen, die meine Ja. Generation hat. Und da sind wir auch schon beim Thema Klimawandel, denn natürlich ist Mhm. das Leben, wie es überall stattfinden könnte, nur eingebettet in ostfriesische Zusammenhänge, aber gehalten von der Klammer Klimawandel. Und Ja. dass das Leben hier einfach bedroht ist, so wie wir es gerade haben. Ja, genau. Mhm. Ähm, Ja, genau, das Thema Klimawandel, da will ich gleich auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Das mit der Seepferdchenprüfung möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Ich fand das Gern. unglaublich charmant und süß, wie du das beschrieben hast, aber ich habe auch echt mitgefühlt und gedacht, wow, das muss ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Ich habe mich dann selber gefragt, ob ich eigentlich auch durch die Seepferdchenprüfung gefallen bin, weil ich hatte tatsächlich auch so einen Hang zu Missgeschicken, aber das konnte ich nicht mehr nachvollziehen. Aber ich bin tatsächlich durch meine Mofa-Prüfung durchgefallen. Oh nein, ja, Mhm. oh nein, hör mir auf damit. Ich bin zweimal durch meine Führerscheinprüfung gefallen. Der Führerschein später dann nicht mehr, aber die Mofa-Prüfung. Und Oh da ging es je. mir eigentlich genauso wie dir mit der Seepferdchenprüfung. Ich bin da hingefahren und habe gedacht, ja klar, ach, ne? Und dann saß ich da und dann habe ich festgestellt, oh, mir werden hier Fragen gestellt. Da weiß ich gar nicht die Antworten, weil ich hatte mich nicht wirklich vorbereitet und entsprechend bin ich dann halt durchgefallen, aber das Oh ist mir dann nein. danach nicht nochmal passiert. Nee, irgendwie so ein Misserfolg, wenn der einmal da gewesen ist, so dann versucht man auf jeden Fall alles, damit es nicht nochmal passiert. Ja, aber es sitzt einem dann schon auch im Nacken, ne? Das muss man Total. ja mal ganz klar Ja, sagen, das genau. habe ich dann ja auch geschrieben, gerade mit der Seepferdchenprüfung. Das war für mich so das erste Mal, glaube ich, wo ich bewusst durch so ein Raster gefallen bin und gemerkt habe, oh, irgendwie muss man sich anstrengen gefühlt, oder was dafür Mhm. tun, um dazuzugehören. Und ja, das war so für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, das lief nicht so gut. Ja, ich finde das sehr herrlich, wie du die anderen Kinder in deinem Umfeld da so beschreibst. Also auch deine Mitschülerinnen und Mitschüler in der Grundschule. Das ist, also man hat ja, sie sind ja richtig praktisch typisiert. Also man hat so eine Grundschulklasse vor Augen und da habe ich mich natürlich gefragt, sind das die originalen Namen? Hast du praktisch Kinder erfunden oder ich sag mal so ein bisschen verändert für dieses Buch oder sind das wirklich original die Kinder, die du in deiner Grundschule oder auch bei der Seepferdchenprüfung in deiner Umgebung hattest? Also für dieses Buch, und da freut sich Netflix immer über diesen Satz, da basiert alles auf wahren Begebenheiten. Also alles, was da Mhm, drin steht, das ist so passiert. Jetzt ist es aber natürlich so, dass man Persönlichkeitsrechte nicht verletzen darf, sonst könnte genau. man mir die Hucke voll verklagen.
Und deshalb habe ich mir dann natürlich andere Namen überlegt. Es sei denn, es ging jetzt um ganz engstehende Freunde oder Verwandte und da habe ich dann natürlich abgeklärt und vorher Einverständniserklärung eingeholt, ganz trocken juristisch, damit ich da eben nicht juristisch in Schwierigkeiten gerate. Ja, klar, genau. Nein, das ist ja auch selbstverständlich. Aber das heißt, diese Typen von Kindern, Die die du da gab's so so. beschreibst, genauso hast du sie tatsächlich auch gehabt Ja, in deinem Umfeld. Ja, witzig, ja. ja. Und diese Geschichte mit der schwedischen Alp, ich fand das so witzig, Oh ja. ne, dass du dann nach Hause gefahren bist, weil du dann irgendwie davon Peinlich, überzeugt warst, ja. Mensch, Ja, nö, also finde ich wirklich, gar nicht, ich finde das ja, super ich süß. dachte, ja, ich saß da dann damals und ich weiß noch, da wuchs so ein Ballon der Empörung in mir, weil ich mir dachte, wie konnte meine Mutter mir so einen wichtigen Bestandteil meiner Herkunft vorenthalten? Wie ist es denn möglich? Ich bin Schwedin und sie hat es mir nicht gesagt. Ich habe dann natürlich die Schwäbische Alb mit Schweden verwechselt und dachte dann irgendwann, Ja. es wäre die Schwedische Alb. Das war natürlich ein totales Dilemma und es lachen auch bis heute alle irgendwie darüber. Aber ja, einen Tag lang war ich mal Schwedin. Ja, klar. Mhm. Das kenne ich übrigens auch, weil mein Mann ist nämlich Schwabe, der stammt aus dem Stuttgarter Bereich, Ach, das Raum. ist ja witzig. Und unsere Kinder kamen dann auch irgendwann mal mit wie Schwedisch. Ja. Also das ist, es Und liegt ja auch damals nahe, also eben Schwäbisch und Schwedisch. dieser Rückweg und die Leute sprechen da so anders und der Dialekt und irgendwie stieg dann alles in mir hoch und ich wurde immer überzeugt davon, dieser Idee, dass das ein anderes Land war, weil die Fahrt ja auch so unglaublich lang ist und als Kind ja sogar Ja, noch länger gefühlt. Und das stimmt. auf der Rückfahrt hat auch meine Schwester dann immer sowas gefragt wie, wann sind wir wieder in Deutschland? Und das hat dann bei mir wirklich zu dieser felsenfesten Annahme gesorgt, dass ich dachte, meine Mutter kommt aus Schweden und die hat es mir vorenthalten. Wie kann denn Herrlich. das sein? Aber so wie ich das gelesen habe, lebten deine Großeltern auch richtig auf der Schwäbischen Alb, oder? Genau. Also mein Großvater und meine Großmutter, die haben auf der Schwäbischen Alb gelebt und da ist meine Mutter eben auch aufgewachsen. Und die ist dann der Liebe wegen für meinen Vater kulturschockmäßig nach Ostfriesland gezogen, Mhm. Nicht schlecht. aufs platte Land. Ja. Ja, also da, wie du zwischendurch immer wieder aufgreifst, dieses Schwimmen lernen und das Training, was dein Opa da mit dir gemacht hat, das ging mir echt sehr zu Herzen. Das fand ich ganz, ganz berührend und habe gedacht, was muss das für ein wunderbarer Mensch gewesen sein? Ja, das freut mich, dass du das so siehst. Ich glaube auch, beim Schreiben entdeckt man ja oft irgendwie Sachen und das ist ja auch der Grund, weshalb ich eigentlich schreibe, weil ich dadurch immer einen besseren Zugang zu mir selbst erhalten habe. Und Mhm. gerade bei diesem dritten Buch war das wieder so, dass ich wieder in diesem ursprünglicheren Arbeiten mit Sprache und Schreiben eben war, weil das, was für mich war, ich war total introvertiert eigentlich als Teenager in der Pubertät, wie vielleicht auch jeder Zweite. Okay. Und habe Mhm. dann Sprache und Schreiben gerade als Zugang zu mir selbst genutzt und habe mich dann immer selbst besser verstanden. Und als ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben und eben die junge Frau und das Meer anzufangen, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie den Tod von meinem Großvater gar nicht verwunden hatte. Und so ist dann dieser Nebenstrang entstanden. Und vielleicht ist das am Ende dann eine Ode an meinen Großvater geworden. Trotzdem fügt sich das wirklich so genial in das Buch ein, weil es ja eben das Thema Wasser ist und so wie du das vorhin schon beschrieben hast, dieses metaphorische Schwimmen, Lernen hat ja auch was damit zu tun, irgendwie das Leben zu lernen und das finde ich gerade durch diese Geschichte und auch ja, durch das, was man über deinen Großvater erfährt, wirklich sehr, sehr tiefgehend und sehr berührend. So, und danke, dass du das gerade geteilt hast, dass du durchs Schreiben auch einen Zugang zu dir selber bekommst. Und so geht mir das zum Beispiel auch beim Schreiben von Liedern. Und insbesondere, seit ich angefangen habe, plattdeutsche Texte zu schreiben. Das ist wirklich so, als würde sich da so ein inneres Tor auftun und man erkennt auf einmal Dinge von sich und eben im Zusammenhang mit dem, wie man aufgewachsen ist, mit den Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, erkennt man ja auch ganz viel über sich selbst. Und ja, danke, dass du das gerade mal so Ja, gerne. Ich finde, du hast das geteilt jetzt auch hast. schön beschrieben mit dem inneren Tor, das sich da auftut. Ich glaube, genau so ist das. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass irgendwie jede Form von Kunst vielleicht eine Form der Zerstörung vorausgehen muss. Ich weiß gar nicht, ob man das immer so destruktiv sehen muss, aber ich glaube, dass es Aha. manchmal halt auch ein gutes Ventil eben ist, um solche Sachen besser zu verstehen. Ja, deshalb kann Ja, ich das da gut nachvollziehen.
Sehr interessant, dieser Satz. Den hatte ich so noch nicht gehört, aber den Gedanken kenne ich schon, aber da könnte man jetzt stundenlang drüber philosophieren, Ja, was das das glaube ich auch. bedeutet. Ja, genau. Ich möchte jetzt mal eben zu diesem Thema Klimaschutz überleiten. Ich finde das unglaublich spannend, wie du in dem Buch den Bezug zwischen Venedig und Ostfriesland herstellst. Vielleicht erzählst du mal noch mal selber ganz kurz, also von diesem Sperrwerk, was da in Venedig gebaut wurde eigentlich mittlerweile oder werden sollte. Und dann würde ich nämlich sehr, sehr gerne eine kleine Sache vorlesen, wenn ich darf. Ja, na klar, gerne. Ja, mich fragen ganz viele, so dein Buch soll eigentlich so über deine Kindheit und Jugend in Ostfriesland erzählen und du fängst das Buch an der italienischen Adria an. Wie passt das zusammen? Das habe ich mit Absicht so gewählt, weil das Bewusstsein für diese Klimakrise, in der wir uns befinden, für mich was war, was von einer abstrakten Ebene im Ausland zu mir näher gerückt ist. Das heißt, ich musste erst ins Ausland fahren und im Familienurlaub mit meiner Familie vor so einem riesigen Schild stehen in der Nähe von Venedig an der Lagune und dann erst begreifen, oh, der Meeresspiegel steigt. Und das habe ich im Ausland begriffen. Und das war erst was Venedig für mich bedroht hat als kleines Mädchen. Und dann diesen Switch zu bekommen in den nächsten Urlauben, wir sind auch nicht so weit vom Wasser weg. Was machen wir eigentlich denn dagegen? Ostfriesland ist eigentlich eine Badewanne, wo mehrfach täglich der Stöpsel gezogen werden muss, damit wir nicht untergehen. Und deshalb war das was ich absichtlich eben auch literarisch dann von außen nach innen versucht habe zu ziehen, weil ich glaube, dass das was ist, was uns in unserer Debatte irgendwie fehlt. Es ist alles so abstrakt, alle nicken diese Klimakrise ab, aber es macht irgendwie keiner was. Es fehlt irgendwie an dieser emotionalen Komponente. Und dann eben so einen Raum zu schaffen, wo man von ostfriesischem Leben, wie es jeder irgendwie lebt und immer weiterleben möchte, zu erzählen und aufzuzeigen, dass das eigentlich extrem bedroht ist gerade und alle bauen munter weiter Einfamilienhäuser. Das vielleicht mal als persönliche Komponente mit reinzubringen, das fand ich spannend. Das ist es definitiv. Es ist ja ein erschütterndes Thema und das ist unglaublich wichtig, dass wir mit allen Möglichkeiten immer wieder darauf hinweisen und gerade diesen Start an diesem italienischen Meeresstrand, den du da machst, auch mit dieser Frau, die da am Anfang, wo du praktisch erlebst, wie eine Frau stirbt im Wasser. Und wenn man dann das in diesem Zusammenhang mit dem gesamten Buch sieht und dann in der Mitte kommt halt eben, wie gesagt, dieser Bezug von Venedig wieder nach Ostfriesland, das ist schon echt ein toller Kunstgriff, finde ich, den du da gemacht hast. Und der ist ja aber eben aus deinem wahren Leben entstanden. Und das zeigt eigentlich auch nochmal wieder, dass Kunst ja eigentlich auch überhaupt gar nicht vom Leben abgehoben, sondern aus dem Leben heraus geschaffen wird. Ne? Und danke schön. Finde ich ganz das toll. Freut mich. Ja, genau, dann würde ich jetzt gerne mal eben eine Sache vorlesen, wo ich nochmal, mir nochmal klar wurde, wie genial deine Gedankenstränge da auch sind und wie du die dann zu Worte gebracht hast. Mensch, da werde ich gleich ganz verlegen. Ja, musst du nicht. Gut. Das ist jetzt wie, wenn ich in eine Klassenarbeit vorlese. Ja. Von der Klasse. Der Aufsatz ist besonders toll geworden. Das hören wir uns jetzt mal an. Gut. Ich versuche das auszuhalten. Genau, ich bin an der Stelle, von der du jetzt gerade auch schon beschrieben hast, dass Ostfriesland wie eine riesige Badewanne ist, bei der wir regelmäßig den Stöpsel ziehen müssen, damit sie nicht voll läuft. Und das Land, auf dem die Ostfriesen leben, war ursprünglich auch nicht darauf ausgerichtet, dass wir dort leben können. Und dann schreibst du jetzt hier, ich zitiere, denk nur mal an die vielen Orte, die auf Fehn und Moor enden. Unsere Region besteht überwiegend aus Feuchtgebieten. Ohne die Deiche würden die Fluten der Nordsee das ohnehin schon feuchte Land zweimal täglich überspülen. Mein Vater musterte mich. Sag mal, was dachtest du denn eigentlich, warum es die Deiche bei uns gibt? Darüber hatte ich noch nie wirklich nachgedacht. Die Wassersysteme waren einfach da. Die Gräben, um darüber zu springen. Die weißen Klappbrücken, um hübsch auszusehen. Ich fragte meinen Vater, wie genau das alles funktionierte. Er sagte etwas davon, dass vieles längst elektronisch ablaufe und nicht mehr manuell, wie ausgeklügelt das alles mittlerweile sei, aber ich hörte ihm nicht mehr richtig zu. Was war, wenn der Meeresspiegel auch bei uns anstieg?
Während mein Vater sprach, schaute ich aufs Wasser, um mich zu konzentrieren. Dabei hatte das Eis in meiner Hand zu tropfen begonnen. Als ich hinunterschaute, sah ich, dass es zerlaufen war und spürte, wie meine Finger bereits klebten. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wie es geschmolzen war. Diese Stelle fand ich so unglaublich, hat mich sehr betroffen gemacht und gleichzeitig war ich voller Bewunderung darüber, wie du das hingekriegt hast. Ne? Also dieses Bild von dem schmilzenden Eis in der Hand und dass du nicht mal gemerkt hast, wie es geschmolzen war und das praktisch ja, also wie so eine kleine Randnotiz und also ich habe sofort gespürt oder geahnt und ich nehme auch mal an, dass das bei dir so beabsichtigt war, dass das tatsächlich auch nochmal metaphorisch war für genau Ja, schön, dass dir was das da aufgefallen abläuft. Ne? ist. Ja. Dass es schmilzt, dass es uns echt um die Ohren klebt mittlerweile und Ja. wir merken das nicht. Ja. Ne? Ja, Ja. schön, dass dir das aufgefallen ist. Das Ja. freut mich. Da ist man immer sehr dankbar, wenn das jemand mitbekommt. Weil manchmal schreibt man ja auch so, ich habe da jetzt ja 1,5 Jahre dran gesessen. Ich habe mir ja bewusst mehr Zeit dafür genommen für dieses Buch. Und manchmal denkt man sich so, oh Mensch, und dann lesen das Leute so in einem halben Tag gefühlt weg oder so und kriegen vielleicht auch nur die Hälfte mit von dem, was man sich eigentlich so die ganze Zeit dabei gedacht hat. Weil am Ende habe ich mir einfach furchtbar viel den Kopf zerdacht dabei, auch mit diesen Bibelzitaten und das irgendwie anders perspektivisch zu begreifen und zu beleuchten. Und dann freue ich mich immer ganz doll, wenn das jemand mitbekommt. Na siehste, schön, das freut mich wiederum. Schön. Ja, genau. Könntest du dir vorstellen, als Umweltaktivistin für Ostfriesland tätig zu werden? Oder hättest du Ideen, was man überhaupt machen müsste, also speziell jetzt vielleicht sogar auch in Ostfriesland oder aus Ostfriesland heraus, um ja, den Klimaschutz nach vorne zu bringen? Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob ich bereit dazu bin, Umweltaktivistin zu werden, sondern ob wir alle dazu bereit sind, das zu werden. Denn ich denke, das müssen wir werden. Und ich sage auch ganz klar, ich bin keine Greta Thunberg aus Ostfriesland. Ich mache auch Klimafehler, ich fahre auch in den Urlaub. Aber wir müssen alle gucken, wie wir scheibchenweise meinetwegen unser Verhalten verändern. Es kann nicht mehr sein, so wie wir jetzt leben, geht es nicht mehr. Ja. Dieses 3-mal am Tag Fleisch essen, auf dem Kreuzfahrtschiff fahren und die Technik nicht weiter verändern, in den Urlaub, dann ständig unnötige Fahrten mit dem Auto zu unternehmen. Ich meine, auf dem Land ist es einfach was anderes, da fahre ich auch Auto, da bin ich auch ehrlich, weil die Infrastruktur noch nicht da ist. Das heißt, das ist so. Wir müssen auch so wählen politisch, dass die Infrastruktur geschaffen wird. Das heißt, auch das ist ein Instrument, das wir begreifen müssen. Und auch in Fragen Konsum, Secondhand kaufen, das ist auch nicht mehr schlimm. Ich kaufe gern Secondhand und ich glaube, man kann das heutzutage total gut machen. Es gibt Eco-Labels, also das heißt, wir können weg von dieser Fast Fashion. Natürlich muss man auch gucken, dass das dann alles preislich im Rahmen ist. Es kann sich nicht jeder immer alles leisten. Aber ich glaube, es geht darum, dass jeder in seinem Rahmen anfängt, irgendwas umzusetzen und zu verändern. Und ich glaube, dann kommen wir irgendwann auf den Nenner. Ja. Eben, und das ist auch letztendlich komplett unabhängig von der Region Ostfriesland. Ne? Also das ist ja muss man sich ja auch, man muss sich ja auch darüber bewusst sein, dass das Handeln, das ich hier an dem Ort, an dem ich lebe, mache oder vollziehe, dass das ja letztendlich auch irgendwo einen Einfluss auf die komplette Welt auch hat. Und die Flutkatastrophe im Ahrtal, also bestes Beispiel, das ist nicht nur Ostfriesland. Genau. Deshalb finde ich, ist auch übrigens mein Buch, das ich geschrieben habe, nicht nur eins, das regional irgendwie Charakter hat, sondern generell für Deutschland, weil ich glaube, wir gesamt in Deutschland das noch nicht ganz verstanden haben. Und das passiert schon überall. Es gibt auf einmal Hitzewellen, es gibt Probleme mit der Landwirtschaft, es gibt überlaufende Häfen, es gibt Flutkatastrophen, überlaufende Flüsse. Wir hatten in Ostfriesland letztes Jahr Tornados. Hallo. Ja, ich weiß. Ja, ganz genau. Da werden Existenzen schon zerstört. Also was soll noch passieren? Das ist absurd, dass wir uns in dieser Geschwindigkeit versuchen weiterzudrehen. Das ist richtig und es mag einem dann vielleicht ein bisschen sinnlos vorkommen oder man hat vielleicht das Gefühl, ich kann da nichts mehr dran ändern, aber ich glaube schon, dass es wirklich auch was bewirkt, wenn man im Kleinen anfängt und du hast ein Buch zum Beispiel, das hatte ich irgendwann mal auf Instagram gelesen und ich habe es ja nun auch hier in den Händen,
auch irgendwie besonders Produzieren klimafreundlich lassen. drucken lassen. Erzähl nochmal, Genau. was ist da? Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass tatsächlich das erste Buch, das in dem Verlag klimaneutral produziert worden ist. Das Mhm. klingt Ach jetzt ja, genau. natürlich auch immer ganz groß nach einer Floskel, deshalb erkläre ich lieber gleich, was da dran ist, weil Ja, ich glaube, dass wichtig ist, dass man da transparent ist. Es gibt auch direkt vorne im Buch einen Link, unter dem man genau nachvollziehen kann, was genau passiert bei dieser klimaneutralen Produktion. Das heißt, es werden die Emissionen, die bei der Produktion entstehen, wieder ausgeglichen. Und das passiert beispielsweise über Windparks und auch noch über ein Projekt, bei dem Plastik aus dem Meer gesammelt wird. Und ja, da ist mein Buch das erste jetzt und hat den Anfang gemacht und darauf folgen jetzt schon weitere in dem Verlag. Das heißt, auch da hat wieder ein Impuls dafür gesorgt, dass man irgendwas verändert. ja, schön. Eben, ne? Und dann zieht das Kreise und so ist das. Wunderbar. Ich habe mein Album übrigens komplett plastikfrei auch herstellen Ach, lassen. wie Also das war cool. mir sehr wichtig, dass dass einfach kein Plastik mehr da drin ist. Und es muss ja auch nicht. Klar, dann steckt die CD jetzt einfach in so einer in so einem Pappfalz drin und ist halt nicht so super schick geschützt wie jetzt in so einer ursprünglichen CD-Hülle. Aber ich finde das total schick trotzdem Ja, und finde ich fand auch. das auch sehr wichtig, das so zu machen. Und ist jetzt vielleicht ein komischer Sprung, aber ich habe tatsächlich ich habe mir dieses Jahr mal eine neue Handtasche gekauft. Ich bin Mhm. jetzt nicht so ein Taschentyp, aber ich hatte meine Handtasche davor, die hatte ich mir 2007 gekauft und die habe ich wirklich bis zu diesem Jahr, also 15 Jahre, habe ich diese Handtasche benutzt. Und nur diese eine Handtasche, weil die Ja, einfach klasse war. Aber jetzt ist es so jetzt brauchte ich wirklich auch eine neue und ich bin da aber auch stolz drauf. Also ich kaufe nicht alles, aber auch zwischendurch Secondhand und wenn ich mir Schuhe kaufe, dann trage ich die so lange, bis sie auseinanderfallen. ja, und ich Und glaube, das ist auch ein manchmal, Punkt. teilweise habe ich mich da immer schon so ein bisschen für geschämt, weil ich halt irgendwie immer nicht so ganz Nö. super schick und weiß ich auch nicht, auf dem neuesten Stand irgendwie bin. Aber mittlerweile wird mir immer mehr bewusst, dass diese Einstellung, die ich eigentlich auch schon ganz früh hatte, dass die wichtig ist in dieser Zeit. Ne? Ja, Und das dann glaube kann ich ich auch. mittlerweile dazu stehen und finde das sogar mittlerweile auch, Ich finde richtig, das also kann das total ganz. lobenswert. Und auch gerade das ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist in dieser Debatte, wie wir konsumieren. Man kann ja auch so konsumieren, dass man kann ja auch kaufen, aber dann eben Sachen, die halten. Vielleicht so ein Mhm. Bewusstsein dafür bekommen, dass sich Qualität dann manchmal auch auszahlt. Es gibt beispielsweise ein ganz tolles Label, das auf Norderney tatsächlich seinen Ursprung hat, Salzwasser nämlich. Die sitzen mittlerweile auch hier in Hamburg in der Sternschanze und Mhm. produzieren alles nachhaltig und entwerfen die Sachen alle auf der Insel. Das heißt, für Inselwetter und Schiedwehr ist es konzipiert worden. Und Ja. die machen auch ganz tolle Klamotten und eben auch welche, die halten. Und das merkt man den Sachen auch an. Also die Stoffe Mhm. fühlen sich anders an. Es ist irgendwie windgeschützter und das hält auch länger. Und auch, dass man so konsumieren kann, dann ist es vielleicht auf den ersten Blick einmal teurer, aber es hält sich Mhm. dann eben auch. Genau, und man hat nicht auch schon wieder gleich Müll produziert, ne? Weil wenn man dann so Stoffe kauft, die irgendwie so nicht so eine tolle Qualität haben und dann trägt man das eine Saison und danach merkst du, ja, das kann ich jetzt eigentlich wegschmeißen, dann Ja, ist das vielleicht in der Anschaffung günstiger gewesen, aber auf längere Sicht gesehen ist das eben sehr, sehr ungünstig, ne? So zu konsumieren auch. Genau, genau. aber bevor wir uns da jetzt drin verlieren, da kann man ja auch noch mal stundenlang drüber sprechen. Ähm, genau, zu deinem Buch, da werde ich gleich am Ende noch mal einmal so einen Bogen ziehen, aber jetzt zwischendurch, dann möchte ich noch mal kurz, ja, eigentlich wollte ich noch mal eben kurz erwähnen, dass du ja nicht nur den Fettnäpfchenführer und dieses Buch geschrieben hast, sondern auch noch andere Bücher. Ich habe ja das war ja ganz süß, das darf ich ja eben erzählen, dass wir beide da was ausgeheckt haben und du hattest dann, weil du nur noch ein Exemplar davon zu Hause hattest, nee, gar nicht wahr, den Fettnäpfchenführer, den hast du mir persönlich zugeschickt, weil ich Mhm. den nicht mehr irgendwie so, den konnte ich über den Buchhandel nicht kaufen Der war da gerade in der und neuen Auflage zum Glück, genau. genau, da war der gerade vergriffen und Hamburg entdecken mit deinen Lieblingsmenschen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Titel ganz richtig ist, aber das Hamburg ist auf jeden unterwegs Fall mit der. deinen Lieblingsmenschen ist das. Genau, das fand ich Ja. total süß. Das hast du dann ja noch persönlich an meine Tochter geschickt, die ja auch in Hamburg wohnt. Und dann haben wir da Weihnachten haben wir da gesessen und in diesem Buch geschmökert. Ach, Und wie schön. ja, das war einfach ganz toll. Das ist ja toll, das freut Nee, mich. Quatsch, was rede ich denn? Weihnachten. Zum Valentinstag war es. Das war gar nicht Weihnachten. Stimmt, Wir stimmt, waren zwar Valentinstag, ich Weihnachten wollte gerade da, sagen, so aber lange war das gar nicht her. genau. Wir waren Weihnachten in Hamburg, deswegen habe ich das gerade verbunden miteinander. Aber wir waren dann später auch noch mal da und das war tatsächlich
zum Valentinstag hatte ich ihr das dann sozusagen geschenkt und du hast ihr das ja dann zugeschickt und da werden wir auf jeden Fall einiges machen. Und du hast noch mehr solcher Bücher geschrieben, oder? Also, nee, 3 sind's. Ich habe das erste geschrieben, das war Der Fettnäpfchenführer aus Friesland, eine Ode an das Moin. Das habe ich dann Ja. mit 24 geschrieben. Dann kam Hamburg unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen. Das kam 2021, also da war ich 26 gerade, ist das erschienen im Emons Verlag. Und jetzt eben dieses Jahr Die junge Frau und das Meer, der autobiografische Roman und wieder bei Conbook. 3 Bücher. Okay, gut. Dann habe ich das irgendwie falsch gelesen. Eine Enzyklopädie habe ich noch nicht geschafft. Auch davon gibt es auch schon genug. Nee, und ich glaube, dafür muss ich auch noch ein bisschen älter werden. Sammeln vor allen Dingen. Ja, wirklich. Noch ziemlich lange sammeln vor allem, genau. Ja. Du studierst Psychologie, habe ich irgendwo gelesen. Das stimmt doch, ne? Genau, da bin ich jetzt in diesem Sommer mit meinem Master fertig. Ich bin gerade an der Masterarbeit. Ach, das machst du nebenbei auch noch alles so, okay. Ja, Ich wollte mich fragen, hast du da überhaupt Zeit zu? ja, ich glaube, das ist dann am Ende immer eine Frage, was man möchte oder wie sehr Ja, man das was stimmt. möchte. Und ich glaube, das mit dem Schreiben ist einfach so ein starker Wunsch und so ein krasses Bedürfnis für mich, dass ich das dann auch einfach umsetze. Aber natürlich war das jetzt die letzten 3 Jahre auch nicht immer nur schön. Also ich glaube, man kriegt dann ja immer nur die schönen Sachen mit, sowas wie mit der Talkshow und alles. Ja. Aber am Ende des Tages ist es auch einfach harte Arbeit, sonst funktioniert das nicht. Allerdings. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass du da manches Mal auch auf dem Zahnfleisch gehst, wie man so schön sagt. Ne? Ja, also vom Manuskriptabgabe, da möchte mich keiner besuchen. Ja, und das alles parallel zu meistern, ne? Das ist ja echt Hut ab. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist viel Zeitmanagement dann. Ja, auf jeden Fall. Das brauchst du dann definitiv. Ohne das wird es nicht gehen. Wieso hast du dir ausgerechnet Psychologie ausgesucht als Studienfach? Es war ja so, dass ich damals in Ostfriesland das Volontariat abgeschlossen hatte und wusste, ich möchte noch mal raus und ich möchte auch noch mal eine Großstadt, ich möchte auch noch mal was anderes sehen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich eigentlich an meinem Beruf bis dahin am liebsten gemocht habe, und zwar das mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen erzählen zu lassen, mir das anzuhören, und das fand ich eigentlich immer am spannendsten und Menschen, die Geschichten erzählen, und ich glaube, da ist man dann auch gar nicht mehr so weit vom Therapeuten weg oder von der Psychologin, die sich eben mit Menschen befasst, und auch gerade für Schreiben ist das auf jeden Fall nicht hinderlich, dass man vielleicht die Beobachtungsgabe nochmal verschärft und genauer hinsieht, dass man Motive versteht, und ich glaube, so verschieden und so weit ist der Sprung dann gar nicht. Das heißt, für dich als Zukunftsperspektive ist jetzt nicht irgendwie Psychologie oder Therapeutin sein als Berufswunsch im Hintergrund, sondern eher so die Vorstellung, das mit dem Schreiben auf jeden Fall zu verknüpfen und dieses Wissen da anzuwenden? Ja, also ich glaube, mal schauen, wo der Sommer mich hinführt. Ich glaube, Ja. gerade kann ich es noch gar nicht so genau sagen und finde das ganz schön. Aber Wunsch ist natürlich, vom Schreiben leben zu können und ausschließlich davon zu leben. Mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich Teilzeit trotzdem als Psychologin irgendwo arbeite und habe da auch Lust drauf und den Rest der Zeit schreibe, weil ich glaube, es ist auch nicht verkehrt ist, wenn man so eine alltägliche Struktur hat und da vielleicht als Psychologin arbeitet. Kann ich mir auch gut vorstellen. Spannend. Ja, also die Wege stehen dir alle noch offen. Ja, mal schauen. Wunderschön. Meine Eltern sind auch schon gespannt, was daraus wird. Ja, das glaube ich. Eltern sind ja immer sehr gespannt, was aus den Kindern dann wird und ob die ihren Weg so meistern. Aber tatsächlich so eine zweigliedrige Geschichte oder zweigleisiges Berufsleben zu machen, ist durchaus nicht verkehrt. Ich mache das ja auch. Also ich bin Lehrerin mit einer halben Stelle. Und genau, und bin aber eben auch Musikerin, wobei ich das jetzt tatsächlich erst seit einigen Jahren ganz gezielt auch versuche jetzt auszubauen. Und da ist es für mich unglaublich hilfreich, dass ich dieses feste Standbein als Lehrerin habe, auch finanziell, vor allen Dingen jetzt im Rückblick die letzten 2 Jahre. Wir wissen alle, was mit der Kulturbranche passiert ist durch die Corona-Pandemie, und da habe ich manches Mal innerlich dann doch
ja, die Hände gefaltet und gedacht, boah, danke, dass ich damals doch diese Entscheidung getroffen habe, Lehrerin zu werden, auch wenn das Ja. gefühlt, also es war immer so ein bisschen, im Herzen war das immer so ein bisschen zweite Wahl damals, ne? Ist es jetzt mittlerweile nicht mehr, aber genau, weil ich jetzt mir ja eben wirklich auch tatsächlich beides parallel auch aufgebaut habe. Und das ist schön. Also das greift auch Hand in Hand und beide Zweige profitieren so voneinander. Ja, Ne? das Und ist schön, das zu hören, dass das funktioniert. Ja, Stimmt mich genau. optimistisch. Ja, ich drücke dir die Daumen für deine Masterarbeit, Ja, vielen Dank. dass du das alles gut mastern kannst. Hahaha. Wow. Na gut, Ja, kann ich auch mal versuchen. ja, aber Kalauer finde ich immer toll, da bin ich immer dabei. Da lache ich immer drüber. Gut, wir machen zum Schluss jetzt nochmal den Bogen wieder zurück nach Ostfriesland. Was ist denn für dich so der wichtigste Ort in Ostfriesland, den man unbedingt kennen sollte, wenn man da mal hinfährt oder wenn man da lebt? Ich weiß nicht, ob sogenannter man den Must-See. unbedingt kennen sollte, aber der für mich wichtigste Ort ist in jedem Fall die Bohrinsel in Dixterhusen. Ich wusste es. Ja, denn ich glaube, bevor ich da jetzt so viel angefangen habe, drüber zu sprechen, auch in Zeitungsartikeln oder was weiß ich nicht, da kannte den, glaube ich, nicht unbedingt jeder. Das ist ja eine Plattform, die von alten Erdgasbohrungen noch stammt. Und ich war ja ein sehr quirliges Kind, oder wie meine Mutter zu sagen gepflegt hat, hätte sie mich als erstes Kind bekommen, hätte sie kein zweites bekommen. Und dann hat sie immer eine Verschnaufpause gebraucht zwischendurch, weil ich so viel Mist gebaut habe. Ich war wirklich der ostfriesische Michel Lönneberger. Und Also Tapete anmalen war echt? ja, ich habe das alles gemacht. Also alles, was Wahnsinn. und noch viel mehr. Also meine Eltern haben wirklich einiges ausgehalten mit mir. Und immer wenn es meiner Mutter dann zu viel geworden ist, dann hat sie mich dann in eine dicke Jacke eingepackt und in unseren alten Golf gesetzt. Und dann sind wir eben durchs platte Land gefahren mit den Wildgänsen über uns. Und auf der Fahrt dahin habe ich schon gemerkt, wie ich langsam ruhiger wurde. Aber eigentlich erst, wenn wir dann auf dieser wettergegerbten Bank mit dem Münzfernrohr neben uns saßen und dem rauschenden Wind um uns herum und dem Watt zu den Füßen, erst da bin ich dann ruhig geworden. Und das konnte meine Mutter dann immer merken. Deshalb ist das für mich ein total besonderer Ort. Wahrscheinlich der wichtigste Ort für mich aus meiner Kindheit. Wenn du deine Mama das nächste Mal siehst, dann drück die mal stellvertretend von mir und sag ihr mal Danke für diese unglaublich tolle, für diese unglaublich tolle Erziehungsmethode. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie weise ist dieser Umgang mit einem Kind, das einem wahrscheinlich auch echt manchmal den letzten Nerv rauben kann. So, ne? Ja. Genau. Und da muss man echt sagen, Hut ab, das war nie so, dass meine Mutter gesagt hat, boah, das ist echt nicht okay, wie du bist, sondern die hat das einfach komplett akzeptiert. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, weil es war, glaube ich, schwer manchmal. Aber ja, die hatte die Ruhe weg und mich dann einfach mitzunehmen, immer auf diese kleine Reise zu unserer kleinen Insel im Watt, das war auf jeden Fall das Klügste, was man sich hätte ausdenken können. Ja, ganz toll. Da ging mir echt das Herz auf, als ich diese Szene gelesen habe. Aber wenn man dann wiederum von deinen Großeltern auf der Schwäbischen Alb liest, dann kann man sich vorstellen, wo das herkommt. Ja. Genau. Da habe ich genau, schon aber Glück ich bin ja auch gehabt. nicht, ja, da auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall viel, viel Spaß, das Buch zu lesen. Und auch wenn das sehr, sehr persönliche Dinge aus deinem Leben sind, es ist wirklich so, also ich habe beim Lesen so viel von meinem eigenen Leben, auch vor meinen Augen nochmal so, wie sagt man, vor meinem geistigen Auge entlangziehen sehen. Obwohl es dein Leben war, was ich da gelesen habe und das auch nicht meine Geschichten sind, trotzdem kamen auf einmal diese ganzen eigenen Erinnerungen hoch und man stellt, ich habe mir so Fragen gestellt auch und ich fand das ganz toll. Also wirklich, kann ich also nur empfehlen für alle, die jetzt hier zuhören, dass man dieses Buch unbedingt gelesen haben sollte. Weißt du, und das ist ja auch der Grund, weshalb ich überhaupt schreibe. Ich meine, man schreibt ja, damit sich da Leute drin wiederfinden können und damit man irgendwie vielleicht auch sowas wie eine Gesellschaft bekommt, gedanklich. Und das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was ich da so bekommen kann. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gerne, gerne. Vielen Dank, ja. Genau. Und
So, mein Leif, nun will ich aber auch noch eben wissen, ob du denn eigentlich auch platt verstehst. Ja, also wie du jetzt gerade hörst, ich verstehe es sehr gut. Und Und Broten? auch, Broken kann ich auch ein Bietje, aber wirklich nur floskelweise. Also ich kann mich dann mit irgendwelchen Floskeln durch Gespräche retten und mit Yo und Dem und Toe und Löpt und 100. Und Aha. damit ist es dann aber leider auch schon getan. Das sind halt die letzten plattdeutschen Wörter, die leider versandet sind bei uns Kindern von unserem Vater eben und von der Seite der Familie, weil der damals leider auch noch damit aufgewachsen ist, dass das verpönt war, ne? Das war Ja, ich ja auch, ja genau. total schade. Ich bin wirklich, das ist mein größtes Versäumnis vielleicht, dass ich das nicht wirklich kann. Aber eben dadurch, dass meine Mutter dann auch noch Schwäbin war oder Schwedin, wie ich dachte, ist es dann komplett dann irgendwie an uns vorbeigegangen, leider. Das heißt, ja, logischerweise haben deine Eltern ja nicht miteinander platt gesprochen. Das heißt, du hattest das auch nicht so unmittelbar in deinem Zuhause um die Ohren, wie ich das jetzt zum Beispiel hatte. Ne? Meine Eltern haben platt oder sprechen es auch immer noch platt miteinander und die ganzen Erwachsenen in meinem Umfeld haben alle platt geredet, Wie nur mit schön. uns Kindern eben nicht, aber mit uns Kindern tatsächlich nicht. Ach, Ne? Und verrückt. ja, Ja, aber ich und habe es wirklich direkt im Ohr. Also für mich ist das immer noch meine Muttersprache, auch wenn ich sie nicht als Kind sprechen gelernt habe. Ja, und das finde ich total beneidenswert. Ich bin natürlich mit plattdeutschen Begriffen aufgewachsen, ne? Also so Mhm. vereinzelt. Mein Vater, der hat dann nicht gesagt, du Idiot, sondern der hat gesagt, Dussel. Ne? Also sowas, Ja. das kenne ich durchaus. Oder auch im Alltag einfach solche kleinen Begriffe, ne? Und Kluntje nennen wir natürlich auch unseren Candes. Also ich wusste ganz lange nicht, dass Kluntje Candes heißt und dachte, was soll denn Candes sein? Aber so, damit bin ich schon groß geworden und natürlich auch in der Familie, wenn jetzt untereinander mal platt geprobt worden ist, ne, so dann habe ich das auch wohl mitbekommen. Aber Ja. besonders erst tatsächlich während des Volontariats, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich aufs Land gefahren bin, dass Leute wirklich Hemmung hatten, sich mit mir zu unterhalten. Und da habe ich mir dann echt angewöhnt, so ein paar Floskeln zu Beginn einfach fallen zu lassen, damit man sich ein bisschen wohler fühlt und damit man eben vernünftig miteinander schnacken kann, ne? Schnacken oder Broten, je nachdem, wo man Broten. ist, ne? Jo. Genau. Sehr schön. Muttermord. Ja, Ja. genau. So ein paar Floskeln kann man ja auch wunderbar lernen und die gehen einem dann ganz leicht, ne? So. Das ist so. Das ist so. So ist Jo. das da, genau. Das hat meine Oma immer gesagt. Ach, so ist das da. Ja, und irgendwie mein Vater hat immer noch gesagt, mit Klumpen ohne Weihnachtsbaum. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Mit Klumpen ohne Venusbaum. Ja, ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Vater in der Familie existiert hat. Wahrscheinlich schon. Das drückt was aus, dass man sich nicht schick angezogen hat oder so? Oder was Nö, ist damit irgendwie ist das, gemeint? glaube ich, so eine komplette Hülse, Worthülse. Ach so. So ist das auch mit Klumpen oder Weihnachtsbaum. Also so ist das eben. Oder sowas wie Lotschkideriten. Ja, ist eben so. Ah, okay. Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich wollte dich nämlich jetzt auch noch fragen, ob du irgendeinen liebsten plattdeutschen Ausdruck oder Redensart oder ein plattdeutsches Wort irgendwie hast, wo du sagst, Ja, das finde ich also irgendwie besonders toll. ich glaube, mein Lieblingswort ist tatsächlich Dussel, weil ich finde, das versinnbildlicht so wunderbar, wofür die plattdeutsche Sprache gut und wichtig ist. Und zwar funktioniert die, finde ich, ähm, ja, wie so ein Mhm. literarischer Airbag. Das federt einfach ganz viel Härte in unserer deutschen Sprache ab. Und das finde ich daran so unfassbar, ja, wunderschön. Das Mhm. schätze ich total daran. Und ich finde, das kommt bei Du Dussel Lötje halt durch. Ne? Dussel. Da sagt man dann halt nicht, du Vollidiot, sondern man sagt halt Dussel. Und es klingt irgendwie immer noch Ja. süß. Ja, das stimmt. Töffel, das ist auch so ein Wort. Das ist noch ein bisschen härter wieder als Dussel, aber Ja, das ist auch irgendwie so ein witziges Wort. Das klingt so wie so eine Mischung aus Kartoffel und Teufel, irgendwie so ja, und Töffel. irgendwie immer noch niedlich, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja, genau, die Heimat. Dann kommen wir jetzt mal zu deinem Slam Heimat und ich würde dich bitten, wenn du magst, das zum Schluss einmal zu zitieren. Dann haben wir das hier in diesem Podcast verewigt. Ja, na gern. Na klar, das mache ich Mhm. gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Genau, der Slam heißt Heimat. Heimat ist, wenn mein Herz Wellen schlägt. Heimat ist, wo sich alles und nichts bewegt. Heimat, das ist, wenn die Zeit stillsteht und trotzdem rennt. Heimat, das ist für mich der Ort, wo jeder jeden kennt. Heimat ist, wo der Wind rauscht, wo er durch die Kleidung fährt, an ihr zerrt und sie aufbauscht.
Heimat ist, wenn Wildgänse in den Himmel kreischen, wenn Windräder nach Wolken greifen, sie bedächtig mit ihren weißen Fingern streifen. Da, wo Störche durch Felder stachsen, dort, wo niemals Bäume wachsen, wo Grashalme unter Hufen knacksen. Hier bin ich aufgewachsen. Hier wurde ich die ich bin. Hier habe ich mich verloren und ergebe immer wieder Sinn. Hier bleibe ich klein und ewig Kind. Hier unter diesem Himmel, unter dem Grautöne endlos sind. Heimat ist, wenn mein Herz Wellen schlägt. Heimat ist, wo sich alles und nichts bewegt. Heimat, das ist, wenn die Zeit stillsteht und trotzdem rennt. Heimat, das ist für mich der Ort, wo jeder jeden kennt. Wunderschön. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Silvi. Sehr, sehr gern. Ich danke dir für die Einladung. Ja, dann können wir an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und herzlichen Dank, liebe Silvi. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße an meine Heimat. Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, her damit. Schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder auf Spotify und Co. Ich freue mich auf die. Bitte allemal.